Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Justizminister, wir schwätzen heute über die Situation von den Frauen am Prison zu Lützeburg. Wir schwätzen über die Konditionen, über die Gesundheit, über Maternität, über den Kontakt mit ihren Kindern, über Sicherheit und über Dignität. Ich will an dieser Rede besonders auf einen Aspekt eingehen, den Heinz du zwar technisch klingt, aber für die Zukunft von den betroffenen Frauen absolut zentral ist, die von der Arbeit am Prison. Weil die Arbeit am Prison, das ist nicht schon seine Beschäftigung während der Zeit, wo ihn am Prison ist. Das ist nicht schon selbst für Zeit zu füllen, wie das selbst was Struktur geht, etwas, was Selbstwert kann gehen, das ist etwas, was eine Person darauf vorberät, nur Prison nächst Fuß an der Gesellschaft zu fassen. Aber genau dafür muss man sich vorstellen, wer eine Arbeit gibt die Frauen am Prison proposiert, wer eine Arbeit kriegt Männer proposiert, also in der Perspektive wirklich gleichwertig und zeitgemäß. Herr Präsident, den Rapport vom Contrôle externe des lieux privatifs de liberté, auf den Madame Bufferding schon ganz im Detail angegangen ist, macht deutlich, dass Frauen am Prison wirklich eine Minorität sind. Das klingt ein bisschen wie eine statistische Feststellung, mit das mehr wie das, weil wenn eine Gruppe kleiner ist, dann kann man sehen, dass es sehr unsichtbar geht. Hier spezifisch Besoin gehen nicht immer mitgedurcht. Infrastrukturen gehen nicht spezifische Fragen geplant. Formationen, Ateliers, Aktivitäten und Gesundheitsservices gehen DAX rund die Majorität organisiert und das wissen wir, am Prison sind das größtenteils Männer. Der Rapport vom CELPL weist ganz konkret, dass Probleme nicht abstrakt sind, aber sich am Alltag am Block F zu Straßig weisen. Zum Zeitpunkt der Mission waren 33 Frauen in der Brust, darunter 2 Mineuren, 18 Frauen in Untersuchungshaft und 13 verurteilte Frauen. Weil der Block F, den einzigen Frauenblock zu Straßig ist, gehen das unterschiedliche Profile nicht konsequent getrennt. Auch Frauen an Untersuchungshaft, verurteilte Frauen an Mineuren delen also denselben begrenzten Raum am Prison. Dabei sind noch Sport, Arbeit, schulmedizinische und therapeutische Konsultationen hauptsächlich an diesem Block konzentriert. Das macht Bedingungen besonders schwer, für allem für schwangere Frauen oder Mammen, wo neben der Sicherheit auch die Gesundheit von der Frau und dem Ungeborenen, Dignität beim Accouchement und Wohl vom Kind muss garantiert gehen. Bei der Gesundheitsversorgung ist die körperliche Betreuung, also die Behandlung von Krankheiten und medizinischen Problemen, zwar im Prinzip assuriert, bei der psychiatrischen Betreuung sowie an der Suchthilfe bestehen klare Ungleichheiten, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau ist. Männer können am Block P2 von einer spezialisierten psychiatrischen Einheit mit therapeutischen Offern profitieren, während Frauen hier Konsultationen ja dann an dem Frauenblock am Prison kriegen, auch Räume, die auch nicht wirklich dafür ausgelöscht sind. Heute stellt sich die Frage, wer den du nicht jene Profile vom Detenu, Kind, Frauen und Männer an der Betreuung mischen, so wie das zum Beispiel am CHNP oder am Semi-Ouvert-Prison zu Givenich der Fall ist. Auch bei der Formation, bei der Arbeit und Reassertion bleibt doch zu limitiert. Und darauf komme ich mich später noch zurück. Dazu können auch die Frage von den Familienkontakten. Besonders für eine Mama ist das entschieden, eine Relation mit ihrem Kind aufzubauen. Am Rapport steht auch ganz klar, dass die Mammen sich ganz besonders schwer tun, dass Kind überhaupt mal weiß, dass die Mama in Prison ist, sodass du die Videokonsultationen, die Gespräche, die Mama dann eben über technisch Mäuer mit ihrem Kind hat, enorm wichtig sind, auch vielleicht mehr wichtig wie die physischen Visiten sur place, weil das wichtig ist, dass die Relation mit den Kindern nicht aufbricht. Weil gerade für Frauen am Prison ist das enorm wichtig, weil sie aber oft nach Hauptbezugspersonen von einem Kind sind. Herr Präsident, das Prisonsystem, so wie an den meisten Ländern entstanden ist, das gibt über Jahrzehnte vor allem für eine Population entwickelt, und zwar die für die Männer. Aber wenn das System hauptsächlich auf Besoin von einer Majorität ausgerichtet ist, da riskiert die Minorität, also heute Frauen, systematisch Männer berücksichtigt zu gehen. A genau das beschreibt der Begriff von einer geschlechtssensibler Gestion vom Prisonsystem. Es geht nicht darum, dass eine Frau anders traktiert wird, weil es eine Frau ist. Es geht darum, anzuerkennen, dass es andere Realitäten, andere Besoin und andere Herausforderungen haben, die in der Organisation vom Strafvollzug mitgedurcht gehen.
Das betrifft sowohl die Infrastruktur wie die Gesundheitsversorgung, aber auch die psychiatrische Betreuung, die Organisation von den Visiten, Möglichkeiten für die Mammen, Formationen und auch Dabelsatelieren. Also es geht nicht nur dreht sich nicht um ein einziges Thema, wir haben eine transversale Aufgabe, die alle Bereiche vom Prisonssystem betrifft. Genau dafür muss Geschlechterperspektive ein fester Bestandteil von der Gestion vom Strafvollzug gehen. Nicht als Zusatz, nicht als Ausnahme, sondern als Prinzip von einer moderner und menschlicher Prisonspolitik. Weil nur so können wir verhindern, dass eine Frau nicht während ihrem Delikt, sondern während ihrer Position als Minorität an einem System andere Möglichkeiten hat wie ein männlichen Detenu. Passend dazu hat den CRLPL auch klar insistiert, für das Personal zu sensibilisieren. Das ist für die repräsentierten Stereotype bei den Frauen an Prison aufzubauen, einen neutralen Approach zu encouragieren. Und diese Rekommendationen, die deckt sich mit dem zweiten und dritten Objektiv vom Nationalen Plan für die Gleichstellung zwischen Frau und Mann, den am März letztes Jahr präsentiert wurde. Das gesehen zu summen durch 55 Aktionen Stereotypen von den Geschlechtern, den Sexismus zu reduzieren und noch Formationen durch standardisierte Kader über die Gleichstellung zu ermöglichen. Es sind leider das als Madame Minister für Gleichstellung und Diversität haut nicht teil, weil ich hatte eng frohe Sie nicht überzeugt, Madame Justizminister schwer hier die weitergehen, dass sie über ein anderer Kind ämpfen, weil du willst von hier wissen, wo man los 16 Monate nur der Präsentation von dem Aktionsplan mit der Umsetzung von diesen Objektiven am Strafvollzugssystem sehen. Herr Präsident, wenn den Dabisch von den Frauen an Prison guckt, da gesagt den, es gibt Arbeitsplätze. Also ich gucke heute ganz spezifisch auf Straße. Und eine große Majorität von den Frauen an Prison zu Straße kann aktuell schaffen. Und zwar sind am Durchschnitt 10 bis 12 Frauen, die rund 7 Stunden den Tag schaffen. Die einen haben eben speziell Atelier, die anderen an interne Services vom Prison. Es geht also nicht darum, gibt die überhaupt Arbeit, mit geht froh, wie eine Arbeit gibt. Und heute gibt es ein Problem mit Chlor. Da bestehen die Frauen zu Straße proposiert kriegen. Ich meine, Madame Bofferding war schon drauf angegangen. Strecke, Wäsche, Bitzen, bisschen Broderiearbeiten, Recyclinger, Kleinbricolage-Arbeiten. Das sind Arbeiten, die ihre Wert haben, trotzdem ist das nicht ein bisschen altbacken und bringt das zurück an eine traditionelle Geschlechterrolle und bietet eigentlich nicht mehr limitiert berufliche Perspektiven. Und da stelle ich mich politisch froh, kann eine moderne Strafvollzugspolitik, die sich Reinsertion auf die Fändel schreibt, zufrieden gehen. Als CSV so immer dazu ganz klar, nee. Weil Ziel darf nicht sein, Frauen an Prison just zu beschäftigen. Ziel muss es sein, eine Kompetenz um auf den Weg zu gehen, für das sie auch nur im Arbeitsmarkt eine Zweitchance kriegen. Kompetenzen, die ihnen erlauben, nur in Prison vielleicht nicht so in Prekarität zu fallen. An Kompetenzen, die auch eine reelle Chance geben für das Leben danach. Herr Präsident, den Vergleich mit den Männern weist, dass es eine strukturelle Ungleichheit gibt. Am CPL zu Straße existieren unterschiedliche Ateliers für Männer und Frauen. Somit ist der Zugang zu den Arbeitsateliers natürlich auch nicht für jeden dieselbe. Die Gene komplett löscht von den Ateliers nur Geschlecht, als nicht systematisch öffentlich dokumentiert. Und das schmengen das vielleicht schon ein Teil vom Problem. Mehr als die Rapporten an den öffentlichen Informationen geht dafür, dass Männer echter Zugang zu mehr diversifizierten, manuell technischen oder handwerklichen Arbeiten kriegen, und nicht nur Wäsche, Bitzen und Strecken. Geht also, sie kriegen Ateliers, die mehr nur in ein berufliches Profil leiden wie Frauen angeboten. Und da leidet Ungleichheit, Kehr von der Ungleichheit. Die Frau kriegt zwar eine Arbeit, aber nicht unbedingt die Arbeit, die nötige Perspektive gibt. Weil was bringt es einer Frau, wenn sie ja, pro Monat oder pro Jahr in Prison sitzt und nur rauskommt, da sieht, schon zwar geschafft, aber schon keine technischen Kompetenzen, aber auf den Weg kriegt, die ich nur beim Arbeitsmarkt wirklich ersetzen kann. Wenn Arbeit in Prison also Reinsertion soll sehen, dann muss sie auch Reinsertion organisiert gehen. Und in dem Kontext also eine Rekommandation vom COLPL, eine Ausweitung von den Formationen an den Ateliers, die auf konkret berufliche Perspektiven ausgerichtet sind. Ziel soll sein, dass Frauen, gerade wie Männer, während ihrem Aufenthalt in Prison Kompetenzen entwickeln können,
die hier eben nur der Entlosung helfen, Arbeitsmarché Fuß zu fassen. Gleichzeitig wird rekommandiert, Leistungen an Arbeit von den Prisonnierinnen durch Zertifikaten oder Attestationen offiziell zu belegen, wo da noch nicht der Stempel von Prison drüber ist, für dazu Chancen auf Beschäftigung nur enger Haft verbessert gehen. Herr Präsident, es gibt ganz klar ein positives Beispiel zu Lützeburg, dass den Half auf eine Prison zu geben ist. Du kriegst den einer Kompetenzen, die dann noch zu einem beruflichen Profil mit Zukunft führen. Und heute sagt ihr auch, dass die Mixität an den Ateliers von Mann und Frau wirklich kann Terrain funktionieren. Weil heute sind Frauen und Männer, die schaffen, an einer Reihe Ateliers zu summen, an das Erfahrungen gesagt in einem Rapport ganz positive Nachstrach. So gut zu Straße, ich glaube, während der Covid-Pandemie auch ein gemischten Atelier geschafft und das ohne das größte Probleme abgetreten sind. Das Argument, dass so eine Ouverture so prinzipiell gar nicht möglich wäre, ich verstehe nicht. Mixität an Prison ist nicht automatisch Risiko. So muss enkadriert gehen, so muss gut organisiert gehen. Und natürlich muss den Sicherheitsfroh seriös holen. Wir dürfen es aber nicht als pauschales Argument benutzen, für Frauen aus verschiedenen Ateliers auszuschließen. Herr Präsident, den COLPL rekommandiert genau das. Die Ouverture von verschiedenen Ateliers, die bislang just für Männer reserviert sind, für Frauen, die den dafür nötigen Profil haben, abzumachen. Und umgedreht können noch vielleicht Männer, die Lust haben zu strecken und zu bitzen und zu waschen und in verschiedene Strukturen und vom Frauenblock integriert gehen. Eine Rarität vielleicht, mehr wie weiß. Voilà, das Rekommandation wird gemacht, für eben mehr gemischten Ateliers und Aktivitäten anzuführen. So können das offeren nicht nur zu mehr Chancengleichheit beitragen, mehr Sozialkompetenzen und viel Beredung auch auf die Lebens außerhalb von Prison stärken. Der Rapport sagt an dieser Mixität ein wichtiges Instrument für die Reintegration und Normalisierung von den sozialen Beziehungen. Dafür ist meine erste Forderung vielleicht eine Analyse von den Arbeitsateliers aus den Prison zu machen, je nach Geschlecht, Status, Dauer, Erwartelisten, eben zu gucken, wo steigt vielleicht, wo können wir Doffern mehr gezielt ausbauen. Herr Präsident, ich will auch auf die Formation eingehen. Weil eine Arbeit ohne Formation, das bleibt just eine Beschäftigung. Eine Arbeit mit der nötigen Formation, mit dem nötigen Bagage, die kann bei der Reinsertion helfen. Schon eine parlamentarische Frage von den letzten Jahren gefragt, ob es nach genug qualifizierend Formationen an Prison gibt. Gefragt, ob Detenuen Zugang zu digitalen Kompetenzen kriegen. Wir wissen nicht alle gut, dass das heute essentiell ist, dass sie digitale Kompetenzen hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo bald all Beruf digitale Kompetenzen verlangt. Eine Person, die aus dem Prison kommt, muss fähig sein, hier administrativ den Marschen online zu machen, eine Arbeit zu sichern, noch digitale Services zu benutzen. Wenn wir das nicht während der Zeit vom Obenthalt an Prison hin beibringen, dann machen wir die Reintegration unnötig schwer. Aber für viele Frauen ist das noch viel mehr wichtig. Viele von ihnen waren chauffierende Haft und Prekarität, haben wirtschaftliche Unsicherheit gelebt oder von Gewalt betroffen. Eine eigenständige berufliche Perspektive ist dafür von den besten Mitteln Aufhängigkeit, gegen Aufhängigkeit und Rückfall. Dafür darf die Arbeitspolitik an Prison nicht Geschlechtsplan sein. Herr Präsident, ich will heute ganz konkret gehen. Wir brauchen für die Frauen zur Straße eine breit offen qualifizierende Formationen an Ateliers, von digitalen Kompetenzen über handwerkliche Berufe bis zu zertifizierten Ausbildungen, die dann noch die reellen Chancen am Arbeitsmarkt bieten. Ich bin nicht bewusst, weil es geht nicht durch, eine Formation an der Coiffure oder an der Maniküre zu proposieren, auch wenn so Formationen hilfreich können sein. Wir müssen aufpassen, dass man nicht einfach das Stereotyp vom Bitzen durch das Stereotyp vom Schönheitsbereich ersetzen. Frauen müssen Zugang zu der ganzen Breite von beruflichen Kompetenzen kriegen, so wie die Männer auch. Also es geht um Doffer und den Schwab verschiedener Engem, Recht auf Selbstbestimmung. Herr Präsident, das ist keine Debatte über Komfort, das ist eine Debatte über den Rechtsstaat, über Dignität, über Prävention von Rückfall. Eine Prisungsstrafe soll nicht bedeuten, dass der Mensch keine Zukunft mehr hat, aber soll auch nicht bedeuten, dass Frauen mehr schlechte Reinsertionschancen kriegen, weil sie eine Minorität am System sind. Der Staat hat Verantwortung, Sicherheit zu garantieren, aber auch die Verantwortung, die Retour an die Gesellschaft
bestmäßig viel zu bereden. Dafür wollte ich doch mal der Minister folgende Frage stellen. Für ein konkret Arbeitsplätze sind aktuell für Frauen, auch für Männer in Prison proposiert. Wie lange sind Pferdelüchte für an die verschiedenen Ateliers ranzukommen? Gibt es Arbeiten, für die den Detenu ein Zertifikat oder irgendeine Attestation kriegt, die nur in Prison dann irgendwo kann helfen? Wenn Ateliers zu Straße sind hautnah faktisch für Männer reserviert, auf für was können Frauen du vielleicht nicht integriert gehen? Welche Strategie hat die Regierung für die Arbeiten von den Frauen in Prison aus dem traditionellen feminisierten Schema herauszuführen? Und wie wird sichergestellt, dass eine Frauenuntersuchungshaft nicht Männerperspektiven wie ein Mann hat? Herr Präsident, wir dürfen von den Frauen in Prison nicht nur unter Frauen in Prison nicht nur unter 12 von den Betten müssen, wir haben Perspektiven, die wir hingehen. Wir brauchen Reinsertion, und die muss am Mittelpunkt stehen. Dafür brauchen wir die Reform von der Arbeit und der Formation in Prison mit diversen Ateliers, besser Formationen, mit digital Kompetenzen und noch vielleicht mehr Mixität. Für allem brauchen wir eine Politik, die sich nicht von Geschlechterstereotypen leiden lässt, mit von den Kompetenzen und den Perspektiven von den betroffenen Frauen. Wenn eine Frau die Prison verlässt, da soll sie nicht nur können sagen, schon eine Strophe aufgesagt, sie soll können sagen, schon etwas gelernt, schon eine Kompetenz, also man tun schon eine reelle Perspektive. Und das ist der Maßstab, an dem wir einen gerechten und modernen Strafvollzug müssen. So nicht merci.